Salut! Herzlich willkommen bei Luxplay. Die Sonne kommt immer mehr raus. Die Laune geht rup, Thea den Filischer Zwitscheren, an den Danilo und ich sitzen mal rum zusammen vor der Kamera. Perfekt Zeit also, für sich an zwei düster Horrorspieler am Rand zu fallen. Für die Laschkeier, was hast du runter so schwer zu verstehen? Ihr habt gesagt, genau als viele Nightmares. Es ist aber nicht Little Nightmares. Wieso gesagt da genauso aus? Das Reanimal, das mit den Tieren. Mir da so das doch direkt. Von den Macher von Little Nightmares 1 und 2 also ein neues Horrorspiel rauskommen, und zwar Reanimal. 2024 kommt das Spiel schon auf der Gamescom testen, und dieses Jahr also du noch endlich rauskommen. Von der Atmosphäre hier hat den am Anfang dasselbe Feeling wie bei Little Nightmares. Auch hier spielt ihr mit Kanner bzw. Waisen, mit da sind aber zu zwei und nicht alleine noch weh. Am Laufe vom Spiel finden noch weiter Kollegen von uns, die mir da retten und die dann noch mal da in der Weh sind. Es finde ich schnell heraus, dass Kanner einfach flüchten und an dem Setting kann ihn sich dann auch wirklich vorstellen. Me wen doch kennt, wird den heute nicht gewohnt und das Spiel am Anfang sich durch die Story so gesehen, als bis dahin alles relativ selbisch wie bei Little Nightmares. Me heute haben sie sich gedacht, oh komm, wir packen ein paar creepy Ideen mal daran und da steigert sich den Horrorfaktor. Und ich muss hin rasch gehen. Die Ideen Fusions, wie ich gesagt, gehen dem Ganzen aber wirklich ein anderer Vibe. Allgemein fand ich, dass sie gut hinkriegen, ob all Platz eine geplammte Stimmung zu bringen. Ob es lowensten Creepy-Deieren aus, kann die stehen sehen oder fattennackige Männer, die aus dem Nichts einfach angreifen. Auch Reanimal sind ziemlich kurz Spiel mit 5 bis 6 Stunden Spielzeit. Aber es kann ja noch verschiedene Collectibles finden. Maske für als Characters, Plakate und noch ein bisschen mehr. Wie das den 2 Characters wird, kann ihn auch am Coop-Modus spielen. Es klappt natürlich auch allein an den zweiten Charakter als ein Computer. Wir haben es aber cool fand, es können zu zweit zu spielen. Weil Coop-Spieler die nicht einfach zu wenig, mehr, sie kommen immer mehr. Das kleine Spiel muss sich aber mehr gehen, dass sie viel machen kann, den Horror-Effekt hat. Und natürlich muss ich auch Rätsel lesen, um zu wissen, wie weitergeht. Was ich aber ein bisschen schade von tun als just, dass ich mir mehr von den Creepy-Deieren gewünscht hat. Wie das sie mal den am meisten Spiel beworben haben, kommen sie am Endeffekt aber nicht besonders viel vor. Auch was sie heute erst zum Neuen kommen sind und euch ein bisschen erschreckt sind. Aber ich setze meine Hoffnung an den Season Pass, da kriegen wir noch bis 27 3 Kapiteln dabei und hoffen, dass sie da einfach volle Power gehen für einen guten Aufschluss vom Spiel zu holen. Da ist es. Ich spiele für das Leute bald den ganzen Tag auf der Gamescom an der Schlange stungen. Ob das nicht wohl wirklich der Wert war? Danilo, come on. Für die Lien. Come on. Fair. Ne? Ob Resident Evil Requiem mehr kann, wie dem Esther seine Fantasie uregen, zählt dir Gelo. Warden huet endlich ihn an. No qualvollen 3 Joer as es soweit. Resident Evil Requiem hast du. An mat wie ich mé genau en Antlup geholl. Am 9. Deel ass der kein anderen wie als beleeften Leon S. Kennedy zräck an hin ass net lang. Nee, wir lehren en neue Personage kennen, und zwar Grace Ashcroft. Was erwartet uns an diesem neuen Resident Evil Spiel? Das Wichtigste für dich, an diesem Deel fokussiert sich Capcom auf 2 Genres, und zwar Horror und Action. Auf hier schon eine kleine Spoiler zu gehen, dir geht nicht enttäuscht. Die startet dann direkt mit der FBI-Agentin Grace, was den Horrorpart überhüllt. Und eher der richtige Horror für Hot losgeht, muss es den all das Horror erdrohen. Und zwar mit einem Chef, den absolut nicht checkt, wie unwohl seine Arbeiter sich fühlen, also richtig zu unangenehmen Arbeiten drängt. An diesem Fall
soll Grace mysteriös Todesfall inspizieren gehen. Und ich meine, mir verstehe all, das hat darüber nicht so amused das. Will immer hoffen, dass hat einer guter Gewerkschaft das an den Idiot Druck kriegt. Bis dahin hilft alles nicht und hat heute Kischwa, außer sich um die Fall zu kümmern. Und ich verspreche euch, tut es sich. Mit Tim spielt dann an der First-Person-Perspective, weil ich den typischen Horror-Feeling gibt. Beste Kollegen sind zu einem Taschenlucht an Requiem. Und die freut dich bestimmt, was der Teufel aus einem Requiem. Ich so nicht, dass ein Waffe, die da vom Lien ausgelehnt kriegt. Und die ist richtig big. Grace, du musst auch nicht mehr weitergehen, wenn du dich verteidigen kannst. So, gib mir schon die heute Waffe. Wie bei praktisch all Resident Evil, also an diesem Ehreninventar begrenzt. Die muss ich gut überlegen, wer da Mod schläft oder war da zum Beispiel beim Savepoint an der Küste los. Ja, verschiedene Sachen ändern sich bei Resi nie. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Ressourcen. High Geld, all Kugel zielt und all Kreider, den ihr fand, als kostbar. Zum Anfang vom Spiel. Grace hat nämlich nicht viel Anfangsproviant, also sie da gezwungen, viel zu schleichen, aufzuwarten und am schlimmsten Fall Erdmirben zu rennen. No fand die natürlich neue Waffen und Material und es kann in die üblichen Sachen herstellen und sogar noch mehr. Es gibt nämlich ein ganz neues Element. Infiziert Blut. Am Laufe vom Spiel könnt ihr das freischalten und du musst auch neu und ganz hilfreich Items craften, wie zum Beispiel Hemolytic Injectors für Stealth Kills und Molotov Cocktails. Des Weiteren könnt ihr auch antike Coins sammeln, wo man da permanent Upgrades könnt kaufen, wie ein Migros Push oder mehr Health. Und ich so in ihr. Ein Migros Push ist wirklich Gold wert. Und da gebe ich dir schon den kleinen Tipp. Geht dann alle gucken, macht all klein was für die zu finden. 1000%ischen Horror war dir. Deister und düster Ecken, gruselig Geräusche, vielfältig Zombiener gestalten. Dir gibt einfach das volle Programm. Und ich schon mehr wie Enker den Arsch aus der Box gefährt. Ich so nicht, ich noch Heinz so einfach nehmen. 1 Stunde lang gestanden und durchgeatmet, eher später gespielt wurden. Und du warst auch mal froh, wann dann auch die Lien kommst und ich eine kleine Pause gekriegt habe. Und apropos Lien, dem sein Comeback hat, denke ich, nicht mehr sprachlos gemacht. Der Lien ist nicht mehr richtig gut gealtert. Nee. Löst sich auch für seine Lastspring Rüske gut ab plus gebund. Ein neuer Porsche Cayenne Turbo GT und ein Hamilton Hour. War den Auftritt. Genau wie Grace hört auch hier von denen mysteriösen Mordfall hören, aber will sich die Sache vom Neuen angucken. Hat ihr schon eine Ahnung, wen oder was du Hannot sticht? Was wurde mit dem infizierten Arm auf sich, den wir am Trailer gesehen haben? Und wen aus dem mysteriösen Dr. Victor Gideon? Vor einem Frohen, der euch nicht beantwortet wird, das könnt ihr selber rausfinden. Ich schwatze nicht mehr über dem Lien sein Gameplay. Das war der perfekte Raum, viel weiterzumachen. Der Leon spielt sich dann auch komplett anders als wie Grace. Hier geht an der Third-Person-Perspective gespielt, der Mod in die wunderschönen Muskeln bewundert. Du flank gelassen hast. Wo waren wir? Wer jetzt noch für den Leon als Kennedy gehört, holt hier natürlich alles, was der Veteranenherz begehrt. Die verschiedensten Waffen, Handgranaten, Heal-Items und eine Axt. Die hat richtig hören, dem Lien sein neuester Schatz aus ein Axt, der das ganze Spiel magisch spielt. Ich würde mal gerne so gut wie alles parieren, aber alles mengenisch alles. Und die können aber auch den Gegner den Todesstoß verpassen. Desto mehr das benutzt, desto mehr nutzt du natürlich auch. Nee, das ist gut nicht schlimm, weil ihr könnt die einfach nur schleifen und das ohne ESU auszuwählen. Munition und Kräuter fand am Lien am Überfluss. Das hat aber auch einen guten Grund. Beim Lien kriegt er nie viel Zeit durchzuatmen, überall lauern Gegner und auch den ein oder anderen Bossfight. Lade ich praktisch ganz viel rundherum zu ballern, weil das lohnt sich. Für alle Gegner, den der killt, sammelt ihr dann auch Punkte, sozusagen Erwährung am Spiel.
Mit denen könnt ihr dann auch neue Waffen kaufen, neuen Equipment kaufen oder auch Waffen upgraden. Das kann man ja auch schon als Resident Evil 4. Just, dass als ein Händler leider nicht mehr da ist. Spiel hol ihn zwischen 10 auf 15 Stunden durch, aber bitte die ganze Playthrough gut aufwieseln. Diesen Deal glänzt für allem durch die regelmäßigen Switches zwischen dem Grace und dem Leon. Der Kontrast ist einfach mega gut. Tut ihr nämlich einerseits Grace, was wirklich Angst hat, was nicht so erfahren ist mit Kämpfen, mit Chasen. Und auf der anderen Seite wird einfach der fearless Leon, den einfach alles platt mischt. Jo, als er sie, der Zombie. Am Haut weiß nicht, wie ihr richtig Schleider schreckt, weil ziemlich pur Leute herabgeschlagen an die Wade ist drauf, einen Zombie zu gesehen. Alle, kommt mal. Das hat schon mal super funktioniert. So, die nächsten noch schon bereit? Parry, so das! Lehn man einen Chip drauf und dann weiß ich nicht, wie es richtig geht. Parry! Oh, Harry! Oh. Komm. So. Oh. Diesen Deal bringt wirklich verschiedene Resident Evil Spieler zusammen. Kennt ihr so als all Deal das Best rausgeholt und zusammen kombiniert. Nicht nur bringen die verschiedenen Settings alle Erinnerungen hoch, wie auch Tasks, die ihr machen muss, an den ein oder anderen Personage und Gegner könnt einen ziemlich kritisch für. Aber mir als riesen Resident Evil Fan hat das mega gut gefallen. Und es hat sogar 2 verschiedene Endings. Ich weiß schon ganz viel geschwart und wir halten mich bei meinem Fazit ein bisschen mehr kurz. Das Spiel ist mega nur einfach nicht mehr wow. Visuell, also einfach nicht mehr wunderschön. Das Medien ganz viel Liebe zum Detail dran gestacht. Sie wird mit der Grafik oder mit der Story. Die Story war wirklich ganz interessant und hat für mich auch Sinn gemacht. Par rapport zu den anderen Spielern. Der Mix zwischen den 2 Genres ist perfekt gelungen. So Horror mit der Action. War mega nice. Und ich habe auch wirklich alle Sekunden von dem Spiel inhaliert. Also ich habe bestimmt alle Stöpskehr mal 5 Minuten angeguckt. Und wirklich genoss. Requiem als definitives Spiel, was ihr mit Top 3 von 2026 könnt. Und ein Must-Play für alle Gamer. Allgemein die ganze Franchise. Also ich gehe nicht so ins Herz. Und es gibt für mich nichts Negatives zum Spiel zu sagen. Wirklich nicht. Außer, ja, dass es nur rüber ist. Aber sie haben ja schon neue DLCs angekündigt und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. So, an den Lof wir den ganzen Tag Moderation gehalten haben. Und es scheint, dass ich da schummrisch rausgehen ist. Gute Zeit für Pokopia! Wann ich gelieft. Lass mich nicht noch lang spielen. Wenn ich den Dito so gesehen, dann. Ich lusten dich nicht allein. An dem Sinn. Ciao. Eine erste den. Esther! Wenn du nicht da warst, dann hab ich die Story zu liken. Für die letzte Keier, es ist nicht Little. Nee, verdammt. Ob Resident Evil, Requiem, auch Makern, wie dem Esther seine Fantasie uregen, das zählt er nicht. Nee! Oh, das ist gut! Das war so gut! Oh, die Sonne kommt immer mehr raus. Ich habe meinen Text vergeben. Pokopia! Verdammt. Na gut. Ich bin weggedreht. Das war aber gut. Pokopia, das war zum Pokopia. Nee. Ja, ich probiere. Komm mal Timer auf 3. Da gibt es Zeit für Pokopia! Oh Gott, das war perfekt. Das muss so gut sein. Das ist eine gute Grab, muss ich sagen.